Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du mir jetzt schon sagst, ja, du weißt nicht, ob du für immer willst oder wirst mit mir zusammen sein, dass es für mich eher so dort haben, dass du mich gar nicht wirklich liebst. Das war eher so ein bisschen ein Red Flag für mich. Guten Morgen, das wird ein sehr chilliger Tag. Und wir haben dann allerfeinsten Berlin Döner. Yeah, 6 Stutz hat er gekostet. Das kommst du in der Schweiz, kommst du vielleicht Pommes über. Also, ist Nati, der Can, deine erste Liebe? Nö. Nö, absolut nicht. Wir haben beide schon eine Beziehung vor unserer Beziehung gehabt. Cheers! Cheers. Ja, dumm. Haben wir eine Streitphase gehabt? Oder das wird so ein richtiger Beziehungstalk. Wirklich. Hey, ja, safe. Das hat jede Beziehung. Wir haben lang wirklich sehr harmonisch gehabt. Etwa so die ersten 1,5 Jahre. Das erste halbe Jahr. Nur so kurz. Ich weiss nicht, ob wir das erste Mal gestritten haben. Ja gut, dann sind es Fake News. Ich habe gemeint, es war länger. Aber voll harmonisch. Und dann hat es so ein bisschen Phasen gegeben, wo wir viel diskutiert haben. Wo wir irgendwie so nicht ganz, ich glaube auch nicht ganz verstanden haben, wie der andere funktioniert. Weil zuerst mal war es einfach nur die rosa Sonnenbrille und dann haben wir sich richtig kennengelernt. Voll. Und dann muss man ein bisschen lernen, wie ist der andere, wie muss man mit dem anderen umgehen, wirklich. Wenn wie nicht mehr alles einfach so schön ist. Ja, und ich glaube, an dem sind wir auch heute manchmal noch ein bisschen dran. So ein bisschen am Lernen, wie man zusammen funktioniert. Ich glaube, bis du jemanden richtig zu 100% kennst, braucht es schon mehrere Jahre. Also wie vor allem, wir verändern uns ja auch immer wieder so. No joke. No joke. Das ist, glaube ich, der beste Döner, den ich bis jetzt in meinem Leben gegessen habe. No joke. No joke. No joke. No joke. No joke. Alter. Gesprochen? Ja, übel. Habt ihr geglaubt, dass ihr so lange zusammenbleiben? Ich weiss einfach gar nicht. Ich weiss, dass mir am Anfang der Beziehung sehr wichtig war. Nati ist so, sie hat sich sehr schnell hure fest gebunden. Und ich habe gemerkt, mir wird die Bindung, also wie so auf der Basis schon mega schnell, wo man wie Schiss hat, dass man wie nicht, dass man nicht mehr rauskommt, aber dass es wie einfach zu schnell, zu tief ist. Dass man eingegangen wird? Ja, nein, ich habe einfach das Gefühl gehabt, wir sind sehr jung und ich hatte eine sehr lange Beziehung hinter mir gehabt, bis jahrelang Single gewesen. Dann direkt wieder Beziehung und mir ist wichtig, einfach wie klar zu machen, wir sind noch jung und vielleicht hebt das nicht für immer. Und ich glaube, das hat dich ein bisschen verletzt, aber mir ist wichtig, dir zu signalisieren, dass wir allenfalls nicht für immer werden zusammen sein. So. Ja, vor allem bei mir ist wirklich so ein Ding, ich weiss nicht, so meine Gedanken war, also weißt, klar weiss ich nicht, ob wir für immer werden zusammen sein so, aber man kommt ja gleich noch mit jemandem zusammen, wo man hofft, dass es für immer ist. Also wenn es halt nicht wäre, dann ist es so, aber man kann, also gleich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du mir jetzt schon sagst, ja, du weißt nicht, ob du für immer willst oder wirst mit mir zusammen sein, dass es für mich eher so dort haben, dass du mich gar nicht wirklich liebst. Voll, das war eher so ein bisschen Red Flag für mich. Ja, vielleicht ist es ein bisschen mystischer Gedanke, weil ich habe ja nicht das Gefühl gehabt, ich will nicht mit dir zusammenbleiben, so lange wie es geht, sondern ich habe einfach, ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, du bist schon so drin, dass ich irgendwie ein bisschen bremsen muss, weil ja, man eben nie weiss, wo das Leben anführt. Vielleicht war es ein bisschen assi auch, aber ich wollte fair zu dir sein. Oder vielleicht wollte ich auch fair zu mir selber sein, dass ich wie gefunden habe, ich will dir das sagen, dass wir vielleicht nicht für immer zusammenbleiben. Vielleicht wollte ich es mehr mir sagen, dass wir vielleicht nicht für immer zusammenbleiben, weil ich Schiss hatte, dass ich mich zu festbinde oder wir uns zu festbinden. Weißt du, was auch noch sein kann, dass vor allem, einfach wenn wir aufgewachsen sind, so, deine Eltern sind getrennt, meine Eltern haben eine perfekte Beziehung, so. Ja, weißt du, was ich meine? Hat safe auch ein Ding so. Ja. Also wie Nati ist mehr darauf geprägt, dass man jemanden findet und mit dem ist man für immer zusammen. Mega. Und ich habe halt als Kind eine Trennung von den Eltern durchgemacht. Ich habe einen Halbbrüder und mit dieser Frau ist mein Dad auch nicht zusammen so. Von dem her ist es wie, ich kenne das in der Liebe, wie, das ist meine Erfahrung. Hast du den Can schon immer nice gefunden oder hat sich das erst so mit der Zeit entwickelt? Nein, also von Anfang an würde ich jetzt nicht sagen, dass ich gerade denke, wow, Can. Also wir sind nicht auf der mega krassen Flirt quasi gewesen, das ist nachher erst gekommen. Also ja, eigentlich im ersten Dreh ist doch nachher schon Flirt quasi gewesen. Von dem her doch. Aber mehr für den Film haben wir da geflirtet. Ja. Ich kenne das nicht, wenn es so ein bisschen mit jemandem flirtet, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, man kommt irgendwie zusammen oder das ist so, sondern es ist einfach so ein bisschen lustig und spannend und kribbelig und keine Ahnung was. Und das hat sich nachher erst später entwickelt, dass man wirklich so Interesse füreinander bekommt. Würdest du dich als eine spontane Person sehen? Kommt davon, in welchem Bereich. Ich bin manchmal ein mega sturer Mensch und wenn ich Sachen schon geplant habe, dann müssen die genau so sein. Also ich bin teilweise nicht so flexibel. Aber wenn ich Bock auf etwas, dann bin ich mega spontan. Ja, also im spontan etwas ausmachen, das noch nicht fix ist. Also wie wenn du leere Tage hast und spontan etwas reinkommt, dann bist du spontan. Aber spontan etwas umplanen, ja. Krise. Ich würde sagen, bei mir ist es vielleicht fast ein bisschen umgekehrt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, das war so ein Streitthema bei uns am Anfang, gell? Ich bin sehr spontan so im Umplanen, im Entscheiden, aber ich bin nicht so gut in mich festlegen. Das ist mühsam, manchmal, wenn wir genauso umgekehrt sind. Wenn du jetzt eine einmalige Zeitreise in deinem Leben machen darfst, in welches Lebensalter würdest du gerne reisen? Zum einen fände ich es spannend, einfach so 90er Jahre, einfach wie das war, zum Beispiel so, du hast noch ein Klapp-Handy gehabt, du hast kein Social Media gehabt, du hast eigentlich noch telefonieren, vielleicht noch ab und zu ein SMS schreiben, aber hast du jetzt auch nicht gross gemacht. Ich habe ein Klapp-Handy gehabt und ich habe noch mit Leuten telefoniert, ich bin noch geklopft.
schon. Ja, ich auch. Ich bin auch noch im Kopf. Aber wie ist das als Teenager? Also gerade heute hast du ja viel schnell eben FOMO oder wie hast du damals, du hast ja keinen Gruppenchat gemacht, wenn du eine Party gemacht hast. Du hast wahrscheinlich Briefe verschickt oder keine Ahnung was. Darum, ich glaube, das hätte ich mega gerne erlebt. Bei mir ist so, entweder, ich finde, es hat so eine Phase gegeben auf der Welt, wo optisch alles so schön hat ausgesehen, wo Frauen haben Kleider angehabt, Männer Anzüge. Welches Jahr ist? Häuser sind, ich weiss nicht, das sind so 60er, 70er. Also, nicht barock oder irgendwie so ganz früher? Nein. Man hat Anzüge, weißt du, man hat sich so... Ach so, das sind 20er, 30er. Den halt 20er, 30er, aber ich meine, wie einfach dort, wo noch nicht alles viereckige Blöcke waren oder jeder hat den Style gehabt, sondern wo so, ich finde so, auf Bildern gibt es so die Zeit, wo so schön ist. Weißt du, was ich meine? Die Häuser sind so schöne Häuser gewesen. So die Altstädte, das sind so schöne Häuser. Nein, aber ich glaube, ich bin allgemein nicht mehr in der Vergangenheit. Ich glaube auch nur schon, ich finde es am spannendsten eigentlich, können die Zeit zurückreisen und mein Leben so ein bisschen wie einen Film anschauen. Weil ich gerne würde alte Erinnerungen wieder auffrischen und weiss auch nicht, so von außen meine ersten Kuss anschauen. Ich weiss auch nicht, so Sachen halt. Das fand ich mega spannend. Ich bin das Video langsam beenden, es geht noch 4 Minuten. Okay. 5 schnelle Fragen. Dein grösster Wunsch? Den habe ich jetzt gesagt. Kannst du probieren zu korpsen? Du? Tattoos? Ja. Nein. Hast du ein Reiseziel? Nein, Lyon nächstes Wochenende, das Wochenende. Traumferienort? Frankreich. Sommer oder Winter? Sommer. Du musst auch Mayo antworten. Ketchup? Ketchup. Wie geht's den Brüdern? Gut. So, das war's mit dem Video. Kranke Frage gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiss nicht, ob es mega durcheinander ist, aber es war einfach authentisch gewesen. Und habe den Hühner gefressen und ein paar Fragen beantwortet. Yeah. Like das Video. Morgen kommt ein neues Video. Ciao. Aktiviere die Glocke, für kein Video mehr vom Adventskalender zu verpassen. Yeah, yo. Also, Bubi. Tschüssi.